Guten Morgen. Es für den sehr schönen Morgen. Das ist mal 18 Grad warm, aber sehr maglich. Es ist täglich morgens und wir werden es Frühstück merken. Das sei einfach, das mit was anderes, was wir mal gewohnt sind, mit gebratenen Eier. Nu wollen wir mal backen. So, ich will das wissen, das sei einfach, was dabei macht und wird mit gemerkt. So, tut das schmeckt schön. Wir können welche mal wissen, was wir hier zu brauchen. Hier haben wir wieder Käse, Mozzarella. Die kann die so ein Käsebrocken gewählen. Wir haben hier das so, was ich gewöhnlich habe, Klaps nach tun, wie wel. Hier haben wir ein bisschen reiche Speck. Hier haben wir 2 Eier. Hier haben wir, was wir nennen, Ham oder Jamon. Die kann die so ein Fleisch ist gut interessieren. Hier haben wir Tortillas, Salz und Pfeffer. Und hier haben wir noch was Themenpillars. Nu wollen wir aufhängen. Okay, hier haben wir dann die Tortillas. Das erste, was wir wollen tun, ist, weil wir hier an der Kant ein bisschen Käse steht. Wir wollen hier ein bisschen Raum ranmachen. Und dann nehmen wir einen Themenpiller. Dann spalen wir uns da ein bisschen Start an. Und dann nachher für jeden den nicht rausnehmen. Da haben wir eine Seite. Erst muss ich die Tortillas mit Fan abwärmen, dass die Fan weg ist. Da kriegst du leider den Geschmack an. Das einmal. Und dann die du einen Themenpiller, das so steht. Dass der bleibt. Da. Mit das wollen wir eine Schief merken dann. Und dann hat der Raum ganz, da so steht. Und noch mit Käse ganz, erklärt was sehr scheint Frühstück geben. Das ist bloß mal was anderes, nicht so? Da, und hier auch weiter. Käse schmeckt ja irgendwo scheinbar. Lassen wir den auch weiter so Geschmack an. Und so ich sage, für jeden nicht nachher den Themenpiller zurückzunehmen. Ja, nu haben wir die Schieberei. Da, was wir dann tun, dann nehmen wir uns ein paar Bitter so eine Ham, Jamon. Und erstlich wird gebaut, wie wir hier ist ein klein bisschen Käse. Und dann kann die kleine Folge das hier reingelegt, also steht. Und darum haben wir noch einmal ein bisschen Käse. Und da wollen wir die Eier dann ab. Und dann wir dort was schaffen ohne Schweinerei mehr. Check mal dort. Korrekt so. Und wer will, der kann noch ein klein bisschen Speck haben. Ja. Und darum haben wir hier noch ein klein bisschen auch noch Käse ab. Ja. Und da wollen wir den Ofen abdrehen, nur 375 Grad. Und dann werden wir für 15 Minuten backen. Und nu werden wir das sein hier an plautdietsch Läden und eine Schweinerei gehabt. So, huhu, check mal. Nu werden wir in der Backen, an der wirklich wissen, wo das sitzt, man das gut. Und wir wollen noch ein klein bisschen Pfeffer ab, mit Salz, nicht sehr viel, wenn der Ham, das Jamon ist salzig. So. Nu werden wir in der Backen, an der wirklich wissen, wo das sitzt, wo wir nicht gebackt haben, für 15 Minuten. Ich habe dann hier mit 20 Minuten gebackt. Eins die Uwe da backen, anders als andere. Und wir werden sehen, wo das ist. Check mal. Was läuft hier? Nu werden wir eten. Okay, da werden wir uns den reinmerken. Nu werden wir uns den hier so steht an der Schiebe sliden durch. Was läuft hier durch? Von dort erst von der ans Frühstück. Guckt die mehr an der Rück. Wir setzen das sehr schön ausgekommen. Und das Ei ist noch nicht ganz dick, aber wie wir das kriegt es da, wenn ihr das wollen, ganz alle dick haben, dann muss ihr das bloß ein bisschen länger backen. But anyway, das ist, was wir dann nicht zu Frühstück haben. Dankeschön. Komm näher, Hendrik, komm hier näher, Hendrik. Anyway, welkom hier nu Strukland Buena Vista. En deze week dan doen we ons een beetje trock. So, ich habe 2 korte Videos gemacht. Ein von Freshtik und dann noch ein von Zucchini oder Kjarps. Viele Menschen, die dann am Garten so eine Kjarps sahen. Und die wundern sich mal, was da noch geht mit zu tun, als bloß die Bruden. Oder die erst wo machen eten, oder was immer. Und ich will Ihnen von dir einfach wissen, wo die noch reiten können. Erklären, was sehr schön schmecken. Nu will ich Ihnen wissen, was wir machen tun und wo wir das merken. Und ich hoffe, das wird schön schmecken. Wenn nicht, dann
Das ist der Pferd, der auch der Hänger der dann. Der Hänger der rüht und von Pferde war. Wuhu! Okay, da will ich mal wissen, was wir brauchen für diese gebrodene Kjarps. Hier haben wir, und das braucht man, wenn jemand das jankert, einen halben Teelepel Chesnickpulver, half a teaspoon garlic powder, optional. Hier haben wir 2 Zucchini, oder 2 Kjarpskes, oder auf Spanisch würde sie vielleicht Calabacitas nennen. Hier haben wir Salz und Pfeffer, so viel wie glauben. Und hier, das ist besondere Käse, das ist ein Parmesano. Die kann dort ein Pulver kaufen, aber dann so eine Bitter steht, das ist ein bisschen dier aus der Vanillekäse. Oder ich nenne das Putterwratschen-Käse, da trägt sie süße Feitrecken. Parmesan cheese. We want ein Köffel fein geriebener Käsebrocken. We're going to use 1 cup grated Parmesan cheese. Hier haben wir ein Köffel Mehl, 1 cup flour. Hier haben wir ein Köffel Brotkruimels, heute gewesen, wo die mehr machen. 1 cup breadcrumbs, 3 Eier. Und hier haben wir ein Teelepel Paprika, 1 teaspoon Paprika. So, nu wollen wir aufhängen. Okay, jetzt wollen wir die Kjarps dann nu in 2 schneiden. Das ist ein längliche Stremels, about viertel so dick. We're gonna cut them up in slices like this. Okay, what we're nu doen is, nu wollen we die aan beide zijden besalten. Dan wollen we die een halve stunde liggen laten. Dan trekt dat water eruit. Dan worden die een beetje ruiger. We're gonna salt them, let them rest for half an hour to get the moisture out. Okay, next what we're doing is to draw and a calm down. Dan wollen we de zeeën fan daar slaan. We're gonna put the eggs in a bowl and beat them. Next what we're doing is the Parmesan cheese sehr fein rieven. We will een Köffel brauchen. We're gonna grate the cheese. We need 1 cup. Next wollen we den Mehl und die Brotkruimels in een ploot nemen. En dan wollen we dat gescheiden mixen. We're gonna mix the flour and the breadcrumbs. Okay, next what we're doing is, dan nemen we die gesleune Eier en den cheese en al die spijsjes. Dat paprika en dat chesnickpulver en een beetje peper. And that all sehr fan there here. Now we're gonna take the beaten eggs, mix the cheese and all the spices into it, mix it real well. Okay, da wollen wir dat de Eier en dat de spices all aan een fijne ploot nemen, dat we kan all aan de fan aandukken. We're gonna put all the spices and the eggs in a bowl and ready. This one you dat jankert, als je dan nog een beetje draaien, put dat selmank. This is optional. But I'm going to put a little bit of dried parsley into the mixture. Ik weet niet of je dat zijn kan, maar check hem al. Nu raant het water. Dat is wat we willen. We doen een beetje bezalten. En dat trekt dat water eruit. We willen er nur 3 gaan, dan worden ze veel rijker. The reason we salted these was to draw the liquid out, the moisture. And nu wou er nog 3 trekken. Wat je dan schrijven die veel rijker. Dat zal dat half je een deel noods uitgetrokken. Wou die alles zo staat. Nu hebben we die zeer fijn 3 uitgetrokken. We hadden die een halve stunde liggen gehad. Als we die gesalten hadden. We let them rest for 30 minutes after we salted them. To draw all the moisture out. That way when we fry them they get very crispy. Okay, dat zijn we nu right. We gaan de plancha, de hot plate door de height. En nu willen we de Kjarps nemen, de eerst en broodkruimels fijn aandukken, zullen dat die fijn ganz bebakt zijn. En dan doen we die aan de ei en de cheese aandukken. En beide zijden fijn aandukken en daar worden te veel brengen. Now we're gonna dip the zucchini slices in the flour and crumbs mixture. And then into the batter, and then we're gonna fry them up. Okay, nu hebben we een beetje olivenoil. En wanneer je olivenoil hebt, dan kan je ook al het schmutz brokken. En nu willen we die fijn broden. Check them all. Dat vangt ons eigen smaak te laten. We're gonna fry them in a little bit of olive oil. Nou, daar willen we die moeten smaken. En het eerste wat ik zeggen, ik ben God dankbaar dat ik nog wat leven doe, s'morgens zijn opgewaakt. Jedes morgens van wie opwaken, dat is een geschenk van God. En ik ben ook dankbaar voor jullie allen, dankbaar voor het schijne water.
Und sehr viel im Leben passiert ist, was wir nicht verstehen können, aber das Gottesgrößte Ding ist, dass wir Mann uns ab Gott vertrauen kriegen und wo Gott er schlecht das jetzt. So, wenn wir dankbar sind und uns ab Gott verlassen, dann dort halt viel mehr, als wenn wir uns ab nicht verlassen können. So, anyway, ich bin Gott dankbar für diese Multiten, ich hab die merken dort. Und ich wurde dann mit Ketchup zu brücken. Und die kann je dann sonst die dann wählen. Das kann je to eten mit Schaubeln, Edschocken, Schmaunfahrt, wo immer, oder bloß gerot so. Nu werden wir sein. Das schmeckt sehr schön. Schmeckt bei uns noch mit das Chile Relleno, mit das Ei und Mehl und alles eingeduckt. Ich hab die braune Rück. Muss Gott uns sehen. Auf Wiedersehen!